Herr Präsident, die Damen und Herren! Seit enger Zeit fällt also ein Phänomen am Gang immer mehr abzukommen, nämlich dass viele Junker Lachgas anatmen, wenn sie daheim sind oder rausgehen. Die euphorische Substanz ist mittlerweile als Partydrog ganz en vogue. Sie wird, wie gesagt, als Partydrog konsumiert, ist aber nicht über das Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt. Er kann dafür frei am Supermarché oder im Internet kaufen gehen. Meistens gehen die Lachgasbonbonnen, sogenannten Bouteille oder Cartouche à gaz de Protoxid d'Azot, dann an normalen Dreckskirchen entzucht, ihr zu Döno an als Nationalverbrennungsanlage kommen, wo sie verbrannt gehen. Das bringt eine Reihe riesige Matzig, weil sie genau wie Gasflächen explodieren, wenn sie zu warm gehen. Weil das Lachgasbonbonnen aber relativ klein sind sie schwer zu identifizieren, respektive rauszusortieren. Wenn sie da bis am Verbrennungsofen dran sind, können sie explodieren und dabei entstehen dann immer mehr oft schwer schiert. Es wäre übrigens so immens wichtig, dass die Lachgasbonbonnen artgerecht entsorgt gehen. Dafür wollte ich dem Minister folgende Frage stellen. Stell dir fest, dass immer mehr so kleine Gasflächen oder Lachgasbonbonnen zirkulieren. Wollt ihr dazu eventuell zuhören? Seid ihr schon informiert, gehen über Schiert hier am Land oder am Ausland? Es ist vorgesehen, eine Kampagne de Sensibilisation zu machen, für die Gemengen, aber auch das Grand Public über die Gefahren abzuklären von der Konsumation vom Lachgas und über die Risiken von dem Entsorgen von diesen Bonbonnen. Schlussendlich ist es eventuell möglich, als Lesung empfand, ob das Lachgasbonbonnen anzuführen. Ich sage nicht vielmals merci. Merci vielmals, Herr Bauer. Den Herr Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität tut Wort. Herr Wilmes, das ist nicht. Merci, Herr Präsident. Merci, Herr Bauer. Für Herr Frohen, es wäre echt froh, ob man festgestellt hat, immer mehr so kleine Gasflächen, respektive Lachgasbonbonnen zirkulieren. So klar, ja, das sind zwar Teil von den Statistiken, die wir führen über allgemein Gasflächen. Und da weisen zullen das Evolution ab 2022. Da haben wir 100 Kilo der Gasflächen an 2024 immer schon auf 6 Tonnen. Also das ist eine ganz große Entwicklung. Ob wir schon informiert sind über Schiert, also Verbrennungsanlagen, hier am Land und im Ausland. Ja, hier am Land, nämlich den 20. Dezember, hat den Herr Goldschmidt aus seiner Qualität als Präsident von der SIDOR mal einen Brief geschrieben, wo ob die Situation an der SIDOR darauf hingewiesen hat. Und nicht spät wie 6. Februar habe ich als Umweltminister ein Zirkulär und Gemengen geschrieben, für sein Herz zu lesen. Sie sollen hier Gemengepersonal darauf sensibilisieren, beim Tri vom Aufall die Gasflächen rauszusortieren. Das ist nicht immer so evident, weil sie ganz klein sind. Mir hier Beste zu machen, wir schon an der Source die Gasflächen rauszuholen und dann eben zu recyclieren, artgerecht. Am Platz setzen mit dem gesamten Hausmüll nur in der SIDOR-Anlage landen und da Schutz urrichten. Ich meine immer allgemein, als müssten echt Gedanken machen, eine Diskussion führen über den Gebrauch von den toten Substanzen und nicht rein als eine Gestion vom Abfall konsiderieren. Und da tun ich auch mit anderem Gesundheitsminister, Edukationsminister und Justizminister über die Vielfalt informiert an die starke Präsenz von Gasflaschen an der Superdrecksküste, über die wir auch werden eine Sensibilisierungskampagne machen, für darauf hinzuweisen, dass das ein größtes Problem ist und dass wir die müssen zusammen angehen. Er froh mit einer Consigne allein für Lützeburg ist immer ein bisschen problematisch, wie aber Teil von unserem Land. Da müssen wir das schon ein bisschen mehr groß machen, auch in der Grenzregion, auch da wird das anders gehandhabt. Und noch dann einkehr, für wichtig ist nicht länger als Gestions, natürlich gibt es konkrete Probleme mit der SIDOR-Anlage, die wir sollen dann auch evakuieren, auch gucken, dass das nicht mehr viel könnt. Wir müssen aber auch allgemein am Umgang von den toten Substanzen schwätzen, was dann echt Gesundheit ist. Das ist aber à la base das Problem, das dazu führt, dass doch mehr Déchets mit den heutigen Flaschen produziert wird. Merci.